Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, wir sollen runter zur merkwürdigen Frau mit dem Affenschwanz, auf die Eiko jetzt schon wieder sehr eifersüchtig ist. Und meine Fresse. Wie ich Eiko nicht ausstehe kann, ich kann's keinem sagen. Wir sind auch derzeit nur mit Zidane allein unterwegs. Mal gucken, da komme ich dann wieder, genau, da komme ich da raus. Da ist noch jemand. Das Siegel von dem Tor kann nur von Auserwählten aufgehoben werden. Alle Haupt, hoch. Ja, kann ich mit dir auch sprechen? Unsere Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und endet bei dem Tor. Mhm, gut zu wissen. Gehen wir alle auch noch nicht durch. In dem Augenblick, in dem's blaue Leichte zu rotem wird, so dann, wenn unser leere Körper beseelt. Ja, klingt doch schon ziemlich seelenlos, muss ich sagen. Jetzt weiß ich allerdings noch nicht mehr, wie ich da in das innere Laboratorium reinkomme. Da müsste ich jetzt nochmal mich umgucken. Aber das scheint ja auch so die einzige Siedlung von Terra zu sein, die wir bisher so arg getroffen haben. Das könnte zum inneren Laboratorium führen. Hoppala. Was geht dann hier ab? Wir untersuchen hier die Eignung der Genome und verwenden die Ergebnisse als Grundlage zur Schaffung von einem noch fähigeren Genom. Okay, also Genom bezeichnet ja das Erbmaterial in der Gänze. Aber ich kann schon mal so viel verraten, das Volk nennt sich auch Genom. Punkt. Okay, und du? Induktionswert 356. Mhm. Und du? Punkt. Aktivität 525. Fortgeschrittenes Stadium. Uah, ihr seid mir irgendwie gruselig, Leute. Punkt. Seelenlos Woche bin. Ja, das ist ja einfach rührend. Was für elterliche Fürsorge. Und gehört das auch alles zu dem, was du mir zeigen wolltest? Ja, du hast anscheinend schon Begriffe. Ja, aber nicht, dass ich's wollte. Aber es wird mir ja deutlich genug vor Augen geführt. Hier sieht ja auch jeder aus, als wäre er ein Zwilling von mir. Sie sind wie wir. Sie sind Genome, die hier leben. Genom, so werden sie also genannt. Nee, nicht nur sie. Ach, du und ich. Genom. Das ist der Name, den unser Rassehalter hat. Mann, was für Ironie. Wir hätten gedacht, dass der Ort meine Heimat ist, nach der ich so vergeblich gesucht habe. Ist ja kein Wunder, dass ich sie nie gefunden habe. Wenn meine Heimat nicht mal auf Gaia ist. Bist du nicht froh, endlich an den Ort deiner Geburt zurückgefunden zu haben? Froh? Wisst ihr überhaupt, was es bedeutet, froh zu sein? Kennt ihr das Gefühl von Freude überhaupt? Ihr seid doch alle nur willenlose Kreaturen ohne Seele. Dotra kann man nix ändern. Schließlich sind wir so erschaffen worden. Und hier vergewissern wir uns gegenseitig unseres Daseins als leere, seelenlose Körper, die darauf warten, erfüllt zu werden. Aber wozu dann? Ich habe langsam genug von der Geheimniskrämerei. Jetzt babbel doch endlich mal Klartext, Mädel. Warum bin ich in Terra geboren und in Gaia aufgewachsen? Und vor allem, ich lebe und besitze irgendwie Seele, aber warum sind die hier alle so völlig willenlos? Weil du etwas Besonderes bist. Hä? Wir sind nichts weiter als leere Gefäße, die aber wurde andere Aufgabe erteilt. Alles geschieht noch im Wille von unserem Herr, Garland. Garland? Wer soll denn das du sein, hä? Na, ihr könnt euch vielleicht denken, wer Garland sein soll, ne? Oh, hier ist noch was. Ein Elixier. Sehr schön. So, hier haben wir nichts mehr. Also wieder hochwatscheln. Ja, sehr toll hier. Toller Ort zum Leben. Garland ist der Verwalter von dem Planet. Seine Aufgabe ist es, für die Wiederauferstehung vom Volk von Terra zu sorgen. Die Wiederauferstehung vom Volk von Terra? Die Menschen hier, das sind gar nicht die Terrianer? Nee, sie sind nur ihr leere Hülle, so wie du und ich.
Das wirkliche Volk von Terra, Terror vor allem. Das wirkliche Volk von Terra schläft noch. Die schlafen bereits eine halbe Ewigkeit. Aber die Zeit wird kommen, in der Gaia zu Terra wird. Es ist der Zeitpunkt, an dem das blaue Licht zu rotem wird. Moment mal, ist es etwas Ziel von Terra, sich Gaia anzueignen? Was kann sonst für ein Ziel geben? Seit jeher haben die Terrianer neue Planeten zu ihrem eigenen gemacht, um zu überleben. Scheint ja auch ein sehr stabiler Planet zu sein, da, ne? Wenn du ständig wie ein Schmarotzer an andere gehen muss. Ist der Zeitpunkt gekommen, wenn die Genome mit der Seele der Terrianer erfüllt, dann ist ja wieder Auferstehung vollkommen. Was soll dann das für ein Plan sein? Warum macht das nicht wie immer und zerstört alles mit eurer tollen Magie? Das wird doch ein Klacks für euch. Für eine lange Zeit hat Garland es mit Gewalt versucht, aber das ist fehlgeschlagen. Dann sieh verdammt doch mal zu, dass er Land gewinnt. Aufgrund von dem Fehlschlag war Garland gezwungen, sehr lange Zeit zu warten. Er hat gewartet und hat Gaia beobachtet und dann immer nur eingegriffen, wenn die Esper ans Tageslicht traten. Deswegen hat das Dorf der Esper zerstört und Alexandria verwüscht. Die Seele von der Planete besitzen alle ihren eigenen Kreislauf. Die Seele wird auf dem Planet geboren und kehrt wieder zu ihm zurück. Und Garland versucht, den Kreislauf selber zu kontrollieren. Aus dem Grund bist du erschaffen worden. Was? Garland, erwarte ich. Komm. Was zum Henker brüten ihr du aus? Die ganze Schwachsinn nur mit Terra und Gaia interessiert mich schon ein Scheißdreck. Ich bin... Tja, anscheinend auch nur Marionette sie dann. Wo bleibt sie dann nur? Wo es doch Lilly nicht gut geht. Wo trödelt der jetzt wieder rum? Sag mal, Eiko? Aber Lilly, du darfst da nicht aufstehen. Es geht mir schon wieder viel besser. Aber jetzt hör ich mal zu, ich hab nur Bitte an dich. Was, insofern es in meiner Macht liegt? Ich will, dass du für mich sie dann zurückgehst. Allerhaupt kann ich machen. Aha, jetzt weiß ich, du bist eifersüchtig, nicht wahr? Nee, das ist es nicht mehr. Nach ganz anderen Problemen, du dappische Gretel. Ich hab nur so ein mulmiges Gefühl. Gut, Eiko wird zurückgehen, aber du musst mir versprechen, dich hier auszuruhen. So ein hassenswertes Kind. Heimat haben wir noch als ATE. Ach, der mal wieder. Oh, was für ein großer Stär. Was glotzt denn alles auf so einen großen Stär? In dem Stär ist was zu essen, stimmt? Das ist so ein riesiger Stähbackofen. Aber ich spüre keine Hitze. Habt ihr vergessen nachzumachen? Oder vielleicht auch etwas zu essen. Da will man probieren. Keine Antwort ist auch eine Antwort, sagt mein Meister immer. Ein bisschen zu verschalzen. Das ist doch... Na sieh dann, was machst denn du da? Sollst du auch noch essen? Hey, ach so, du bist Queen. Wenn du so verschwunden rumstehst, kann sich gar nicht von der komischen Leute hier unterscheiden. Man sagt, es gibt immer einen Doppelgänger. Aber wer hätte gedacht, dass es ja gleich so viele gibt? Die Welt ist schon voller seltsamer Sachen. Ja, ich weiß. Sieh dann, was ist denn los? Stimmt ja was nicht? Wer, was? Nee, geht schon. Ich bin immer ich selbst. Aber Quina, du bist ja wohl auch der exakte Ebenbild von der Meister, oder nicht? Na, das ist doch klar. Meister Quill und ich können ja auch zur gleichen Rasse. Männliche, von außen betrachtet sehen sich Angehörige von der gleichen Rasse halt immer ähnlich. Das wird wohl so sein. Gleiche Rasse? Ja, wieder was gelernt, ne? Spielen wir das dappische Mädel auch noch. Und wir hin, wo die Seelen zu finden sind. Das klingt ja auch sehr ermunternd hier. Hallo, die Gegend hier. Punkt. Entschuldigung, was macht er dann hier? Punkt.
Also, ich finde das blaue Leuchte auch ganz schön. Punkt. Och, wie er wieder versucht, sich hier mit Leuten zu unterhalten. Das ist so traurig, wie er immer mit so seelenlose Gegenständen wie der nicht erwachte Schwarzmagier versucht zu sprechen. Und genau dasselbe hier wieder. Ihr mögt es doch auch alle, oder? Ihr gucken ja die ganze Zeit nur drauf. Das Licht ist uns extrem unangenehm. Ach so. Oh, das Mädel von vorhin. Hm? Oh, Sidan, was machst denn du hier? Was ich mach? Was machst du dann? Ach, ich versuche mit den Kindern hier zu sprechen. Die sehen ja auch alle so alt aus wie ich, aber... Versuch's erst gar nicht und dann kriegst du gescheit die Antwort. Aber ich glaube, wenn man es oft genug probiert, verstehen sie einen bestimmt. Erstaunlich, dass gerade du sowas sagst. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber irgendwie hätten sie große Ähnlichkeit mit... Ähnlichkeit? Dass ich ihn ähnlich sehe, kann ich selber sehen. Nee, jetzt vielleicht so nicht, wäre Kerl. Ich meine nicht mit dir, sondern mit der Schwarzmagie auf dem Frachtschiff zum Beispiel. Also jetzt nicht vom Aussehen, aber ins Wesig. Die Herzen von deinen Kindern sind bestimmt dann einfach nur leer. Vielleicht sind sie nur gerade auf einer Reise. Nicht leer, was? Sieh dann, wo gehst du dann hier? Sieh dann. Ja, das nimmt ihn offenbar extrem mit, aber klar, wenn man vorher die Sache mit Vivi und der seelelose Schwarzmagier durchgemacht hat und jetzt erfährt er im Endeffekt, dass er nichts anderes ist als sowas, nur in eine andere Form gepresst, ist schon heftig. Seine Bedeutung. Hey, soll ich mal vielleicht die Haxe ablaufen? Wie weit ist da noch? Ich hab doch gesagt, bis zu Garland. Ja, na toll, aber da vorne ist Endstation. Es gibt einen Weg. Guck, von da gelangst zu ihm. Er erwartet dich bei der schlafenden Seele, die darauf warten, endlich wieder auferstehen zu können. In seinem Luftschloss der Zeit. Ein Pandemonium. Interessanter und lustigerweise so an der Stelle so nebenbei, das Pandemonium war auch das Schloss von dem Bösewicht und Endgegner Garland, allerdings mit D geschrieben, aus Final Fantasy Ends. Willst du dich nicht von deiner Freunde verabschieden? Ich weiß nicht, ob als Genom oder sonst was, aber auf jeden Fall wurde ich hier geboren, richtig? Das bedeutet, für die Menschen von Gaia bin ich ihren Feind. Du verstehst schnell. Ja, aber glaub bloß nicht, dass ich euer Freund bin. Aber wenn... Terra... Wenn ihr praktisch mal Verwandte seid... Dann soll ich mich wohl lieber persönlich drum kümmern. Und weg ist er. Gut, dann retten wir doch mal hier mit Mahagon, der hier noch rumsteht. Mahagon, ist sie dann hier reingegangen? Ja. Und hat zur Abwechslung sogar mal ein ernstes Gesicht gemacht. Da kann hier doch irgendwas nicht stimmen. Gehen an Zora. Was? Ich will mitkommen, also stehe nicht rum wie ein Ölgötz. Okay, cool. Dann vielleicht eine Motor lang. Du hast Vivi. Eiko, Sidan ist... Du hast Sidan gesehen? Ja. Warum hast du denn nicht so... Warum hast du denn nicht aufgehalten? Aber warum dann aufhalte? Er hat zwar ein bisschen komisch gewirkt, aber der ist doch immer so. Wenn sie dann sucht, dann komme ich mit. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Da haben wir nach wie vor die Mogris. Können wir doch ins unterirdische Labor? Na, Quina will ich aber nicht mitnehmen. Am liebsten wären wir noch Lilly und Steiner. Und dann habe ich eigentlich mal Lloyds voll. Ich spreche ihn trotzdem mal an. Was ist denn plötzlich mit Sudan passiert? Junge, stimmt nicht mit dem... Ich weiß ja auch nicht. Er ist einfach weggegangen, ohne Wort zur Sache. Ich werde helfen, Sudan zu suchen. Okay. Gut, so viel wissen wir jetzt schon mal. Dann sollten wir mit der anderen schwätzen.
Auf jeden Fall mit Lilly. Lilly? Lilly. Mit der kann man wohl nicht retten. Steiner? Prinzessin, ich war zu schwach um. Ach du ewige Zeit, okay. Nee, Freya bietet uns nur dass wir uns ausruhen können. Dann bleibt es wohl bei dem kleinen Team, was wir jetzt hier auf die Back gestellt haben. Okay, wir haben Vivi, Mahagon, Aiko und Quina dabei. Vielleicht haben wir für dich ein bisschen was Besseres parat, ja? Ja, sieht so aus. So, wir packen da erstmal ein paar gute Sachen drauf, dass wenigstens ein relativ gescheiter Angriff hast für dein gammeliges Level. Gehen wir mal hier durch. Aber unglaublich geil gemacht. Terra gefällt mir rein optisch einfach sehr gut, weil es auch einfach so fremd aussieht. So, du seeleloses Mädel. Hey, du hast du sie dann hier entführt? Ja, ist was freie Stücke zu Garland gegangen. Garland? Das hört sich ja schon allein der Name boshaft an. Ja, du hast wahrscheinlich auch Final Fantasy 1 gespielt. Aber sie dann wird uns auf gar keinen Fall zurücklassen. Er ist fort, um den wahren Grund von seiner Existenz zu erfahren. Nee, ich glaub da nicht, hast du gehört? Glaub's halt nicht. Er sei ein Feind Gaias. Das waren seine letzten Worte, bevor er das Tor zum Pandemonium durchschritten ist. Ach, du grüner Mogri! Die umherirrende Seele, ihren Friede. Eieieiei, ganz schön gruselig, ne? So. Kommen wir hier aus dem Spinnennetz hier raus, oder aus dieser Harfe. Das ist also das Gutshaus vom Werteherr Garland. Tja, da scheint dir ein ganz besonderer Wert auf aufgefallen ist zu lecker. Alle hopp, dann wollen wir doch mal den Gastgeber höchstpersönlich begrüßen gehen. Uiuiui. Ja, sieht ganz reizend und bezaubernd aus hier. So ein bisschen wie ein Matrix, wie das dargestellt wird, wie die Menschen da kalte werden. Sieht ganz bezaubernd aus hier. Ich hab dich erwartet. Hä? Wer zum... Will immer noch Greis. Vor ungefähr 12 Jahren habe ich einen äußerst fähigen Genom verloren. Lebe, was ich erschaffen hab und noch Gaia geschickt hab, um den Kreislauf ihrer Seele zu stören. Das Leben bist du. Und ich bin froh, dass du wieder zurückgekehrt bist. Halte mal die Luft da, Opa. Was ich bin, entscheide ich für mich selber. Ich hab's nicht nötig, mir von einem alten Knacker was erzählen zu lassen. Jetzt verstehe ich. Du bist also Garland. Und wenn dem so wäre... Dann mache ich dich kalt. Aber vorher will ich alles wissen. Weshalb bin ich in Gaia aufgewachsen? Warum wollt ihr Gaia zerstören? Ups. Keiner hat vor, Gaia zu zerstören. Aber Gaia wird zu Terra werden. Was? Selbstverständlich verläuft nicht immer alles noch Plan. Wie auch die Tatsache, dass du in Gaia aufwachsen musst. Ein anderes Leben, was ich geschaffen hab, war womöglich der Auslöser, der alles durcheinander gebracht hat. Ein anderes Leben, wer soll denn das sein? Jemand, der auch dir sehr gut bekannt ist. Mir noch. Noch ist die Zeit mit Kummer, in der das blaue Leuchte von Gaia von tiefrote Glanz und Terra verschlungen wird. Ja, scheint ein bisschen was gegen das normale Gehen zu haben. Vielleicht bin ich noch auf deine Kraft angewiesen. Aber diese Musik vom Pandemonium mit Orgel ist auch unglaublich geil. Da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut. Pandemonium. Aber es passt auch einfach so immens gut zu dieser Theatralik, die hier ist. Halte mal! Einfach diese Theatralik, die das Ganze hier bietet. Da passt die Orgelmusik so extrem gut. Und jetzt erzähl mal, wozu um alles in der Welt? Ich hab die Genome als Hülle für die bald erwachende Seele vom Volk von Terra erschaffen. Aber vor 24 Jahren wurden Genom wie du mit dem Hauch des Lebens erfüllt. Aber der Genom hat einen zu starken Wille besessen, um seine Aufgabe als leeres Gefäß gerecht zu werden. Und so hätte ich ihn fast zerstört. Aber ich hab eingehalten. Denn wenn der Genome so mächtige Kraft besessen hat, warum sollte ich es aber mal nicht zunutze machen?
So habe ich den Gnom als einer von meinen Dienern nach Gaia entsandt, um den Kreislauf der Seele Gaias zu lähmen. Jetzt spuck schon aus, wer der Gnom war. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ne? Wisst's immer noch nicht. Jemand, der dir sehr ähnelt. Der mir ähnelt? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der... Erkennst du nicht einmal der eigenes Ich, so wirst sehen, wie groß die Ähnlichkeit von eurer beiden Seele ist. Den Gnom, den ich noch Gaia entsandt hab, den man als dein Bruder bezeichnen könnt. Der Gnom ist Kuja. Kuja? Kuja ist auch ein Gnom? Aber das kann nicht sein. Der hat keinen Schwanz und was er aussehe ist... Er hält sein wahres Ich verborgen und verleugnet seine Herkunft als Gnom. Er kann den wahren Grund seiner Existenz nicht akzeptieren und versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Kannst du jetzt sehen, wie ähnlich ihr euch doch seid? Jetzt hör auf zu schwätzen, ich bin nicht wie er. Er hat auch immer wieder dasselbe gesagt. Ich bin nicht wie sie. Und hat gezeigt... Und hat dabei auf die andere Gnome gezeigt. Das ist schon krass gerade. Wenn man so ein bisschen die Hintergrundstory hört zu dem Ganzen. Als Gnom schien er unbrauchbar zu sein. Aber trotzdem war sein Gier bestimmt die Mission optimal. Nämlich Gaia in verheerenden Krieg zu stürzen. Das war die Mission, die ich mir erteilt habe. Der eigentliche Fluss der Seele zu zerstören und ein künstlicher, unnatürlicher Fluss entstehen zu lassen. Aber wozu? Der Kreislauf der Seele zu stören führt zwangsweise zum alles zerstörenden Krieg. In der Hinsicht hat er nicht nur seine Aufgabe erfüllt, sondern hat all meine Erwartungen übertroffen. Na, komm schon. Was ist mit mir? Wieso wurde ich noch Gaia geschickt? Als du in Bran Balu zum Leben erwacht bist, konnte Kuja der Existenz nicht akzeptieren. Ein Gnom, der seine eigene Macht überlegen war und gefährlich wäre konnte. Und so hat ich Kuja noch Gaia verbannt, wo die Saat des Bösen schon Früchte getragen hat und alles zerstörende Krieg schon im Anzug war. Dann hast du mich also aus demselben Grund erschaffen wie Kuja, um in Gaia einen Krieger zu zetteln. Genau so ist es gewesen. Deine Verbannung war nicht vorherzusehen, aber ich hab's aufgrund seiner besonderen Eigenschaften dann doch Geduld. Für Kuja hat der Krieg in Gaia gleichzeitig den Sieg über dich bedeutet und die Bestätigung seiner selbst. Vielleicht hat er dich aus dem Grund verschont. Der Sieg über dich bewiesen seine eigene Existenz. Willst du damit sagen, dass nur aus dem Grund so viel unschuldiges Blut fließen muss? Aus dem Grund? Sprichst du doch von Kujas Gier oder etwa von unserem Ziel, den Kreislauf Gaias zu stören? Von beidem. Was soll dann die Störung von dem Kreislauf überhaupt bringen? Die Säuberung der Seele. Wir werden den Kreislauf der Seele Gaias lähmen und allmählich mit der Seele von Terra ersetzen. Die natürliche Geschwindigkeit vom Kreislauf zu beschleunigen, führt zum alles zerstörenden Krieg. Die Zeit ist gekommen, wenn Gaias Seele völlig verschwunden und ersetzt worden ist. Denn dann ist aus Gaia Terra geworden. Aber wie soll das alles eingeleitet werden? Du Dummkopf, ihr sollten das schon längst wissen. Der Barm Ifas und der Neville, der dort entsteht. Der Barm Ifas ist ein Seelespalter und der Neville die gesäuberte Seele von Gaia. Der Neville hat mal gestoppt, oder damit kannst du deinen Plan abschminken. Tja, was ihr gesehen habt, war nur ein kleiner Teil vom Barm. Ach, jetzt ist er noch aktiv und versucht den Kreislauf der Seele aufzuhalten. Guck, unser Terra. Boah, wo sind wir denn hier? Das hier ist sozusagen die Messstation, ums Leuchten von beiden Planeten zu erfassen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was bedeutet das Leuchten? Das ist der Mittelpunkt vom Planet, der Anfang und gleichzeitig das Ende vom Kreislauf.
Noch ist es das gleißende Licht von Gaia. Aber wenn's leuchte von blau zu tiefrot wird, ist die Wiederauferstehung von Terra vollkommen. Aus dem Grund umhüllte ich das blaue Leuchten mit dem Balm Ifas und hab angefangen vom Inneren vom Planeten aus der Kreislauf zu leben. Das ist die wahre Funktion vom Balm. Seine wahre Gestalt. Ihr habt nur sein winzige Kron gesehen. Ach, wenn die Säuberung der Seele von Gaia stillsteht, so ändert's doch nix am Fluss von unserem Planet. Also hat Kuja die Seele Terras in der Balm Ifas eingeflößt und das Sensemann höchstpersönlich gespielt. So ist es. Er ist der Tod persönlich, den ich selbst geschaffen hab. Allerdings nur so lang, bis du in der Lage bist, die Rolle zu übernehmen. Was soll denn das jetzt heißen? Es hat keine Notwendigkeit bestanden, Kujas Seele auf Ewigkeit existieren zu lassen. Schließlich hat deine Erschaffung bereits festgestanden. Wenn ich also Kuja ersetzt habe, ist seine Existenz überflüssig? Richtig. Und der Zeitpunkt ist bald Kummer. Seine Seele wird bald erlischen. Hast jetzt endlich der wahre Grund deiner Existenz begriffen? Jetzt soll ich wohl lachen, oder? Ich bin in Gaia aufgewachsen, hab mit den Menschen dort gelacht, hab mit ihnen geweint und hab mein ganzes Leben dort verbraucht. Anstatt dem kurzen und nichtigen Dasein auf Gaia ist es nicht von viel größerer Bedeutung, auf alle Ewigkeit mit unserem Planet zu leben. Du besitzt die Kraft, die Welt und einen Grund, das alles zu vollbringen. Kraft hier, Kraft her. Wenn es da mich einen Planet gibt, wo ich zu Hause bin, dann ist es der, wo meine Tantalus-Kumpels sind, wo Vivi, Freya, Mahagon, Quina, Steiner, Aiko und Lilly sind. Und nicht nur sie, sondern es ist die Welt, wo all meine Freunde daheim sind. Wenn ich einen Grund haben sollt, dann denn, dass ich dich und Terra für all die Trauer und die Schmerzen, die du über meine Freunde gebracht hast, für alle Ewigkeit ins Jenseits beförder. Das ist meine Mission und das reicht als Grund für meine Geburt in Terra als Genom. Bedauerlich. Gerade deiner Seele wird die Rolle als Todbringer zukommen. Der Tod werde ich auch bringen, aber dir, wenn dir so viel dort liegt. Beschränkt sich deine Macht etwa nur auf deine körperliche Kraft. Halt die Gosch, ich hab genug, die Messstation mit der Kraftstätte sei. Du törichter Narr. Dein Körper wird wieder zum seelenlosen Gefäß. Was zum... Oh je. Ist wohl nicht so gut, sich gegen seinen Schöpfer zu wenden, ne? Von einfacher Genom ist aus zu edlem Material, aber was... ist wohl unvermeidlich. Uiuiuiui. Aber hier haben wir mal wieder Kuja, was an der Musik hört. Und dann widmen wir uns morgen. Und hier mache ich erstmal meinen Cut. Ich habe jetzt schon ein bisschen überzogen, deswegen mit dem Haha von Kuja sehen wir uns direkt morgen wieder bei Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut, bis du hier wieder. Ayan Yankee.